Ja, Sie sehen mich lächeln und strahlen. Ich freue mich da extrem drüber, dass wir hier unter die Finalisten gekommen sind in der Mittelstandkategorie. Wir haben jetzt gerade unser erstes Produkt auf den Markt gebracht und schon haben wir den Erfolg hier. Also ich finde es ganz toll, wir freuen uns da alle sehr drüber. Wir haben einen Wirkstoff aus Milchsäurebakterien gegen Helicobacter pylori. Das ist ein Magenkeim, der 3 Milliarden Personen auf der Welt befallen hat. Und wir haben ein Milchsäurebakterium gefunden, das den Magenkeim im Magen erkennt, an ihn bindet und ihn aus dem Magen entfernt. Und das alles ohne Antibiotika. Und ich denke, das ist das Besondere. Wir suchen jetzt nach Bakterien, die gegen Krankheitskeime arbeiten. Wir sind auch dabei, das doch in anderen Ebenen zu machen. Und ich denke, das Besondere daran ist, mal ein ganz anderes System und eine ganz andere Strategie auszuarbeiten. Wie kommt man auf diese Idee? Das ist immer schwierig, den Ursprung zu haben. Aber ich glaube, die Idee kommt daher, dass wir uns überlegt haben, es gibt probiotische Bakterien und Bakterien sind immer schon in Gemeinschaften mit anderen Bakterien. Die können sich immer da schon irgendwelche nutzen oder miteinander agieren. Und der nächste Gedanke war dann, wenn es es in der Natur gibt, dann gucken wir doch mal, ob man das nicht auch bei Krankheiten einsetzen kann. Und ich glaube, so war dann die Entwicklung zu dem Produkt. Ja, meine Geschichte fing eigentlich nach der Promotion in der Industrie an. Und dann bin ich in die Hochschule gegangen. Und dann war das sozusagen der Schritt zurück in die angewandte Forschung und Produktion. Und ich habe von beiden Seiten profitiert und das zusammengenommen gab dann eigentlich die Mischung und die Möglichkeit, Organobalance zu gründen. Also es sind zwei Welten, aber es ist schön, dass man beide zusammenführen kann. Es war hochinteressant, eine ganz tolle Location, eine wunderbare Auswahl von Rednern und Laudatoren, sehr tolles Netzwerken, also empfehlenswerter Abend.